ein Held wie ich bin, habe ich jetzt gerade nicht aufgenommen. Naja, im Endeffekt, ich bin nur wieder zurück zum Friedhof und in das eine Grab rein, wo wir nur eine Mauer freisprengen müssen. Und dahinter befindet sich ein Feenbrunnen. Was jetzt im Endeffekt scheißegal ist, weil wir haben nur die eine Fee. Und für Spada ist halt dann ganz gut zu wissen, dass wir halt einfach herkennen und uns healen. Tatsächlich. Ich habe mir noch gedacht, irgendwas war doch nur da. An dieser Lorte. Und natürlich ist es ein goldenes Skurzula. Das ist mies, wenn man hört die nicht so. Aber ich hab's dann doch nur irgendwie gemerkt, so, warte mal, irgendwas war doch da. Ja, wo geht's denn zu den Soras, fragt man sie. Ja, fragt man sie eigentlich nicht. Das ist nicht auf der Karte gezeichnet, aber ja. Und zwar zwischen Todesberg und Kokiriwald ist so ein Eingang. Ich muss mir genauer schauen. Genau da ist es eigentlich. Und da müsste jetzt zu die Soras gehen. Ich freue mich aber schon. Warte, wir gingen, wenn Sonne da ist, gegen meine. Jetzt immer warten, bis der Hahn kräht. Sorafluss. Vorsicht vor reißenden Fluten und gefährlichen Strudeln. Okay. Kommt keine Kamerafahrt oder so? Sorafluss. Oh mein Gott, das ist geil. Oh, jetzt kommt ein bisschen Nostalgie gerade. Ah, und schaut's mal. Um die Magie aufzuladen, gibt es auch so Magiekrüge jetzt. Nein, du Wichser! Achso, ich hab gemeint, ihr redet schon mit der Eule, dabei hebe ich den gerade so auf, das erste Mal. Ein Magiekrug, deine Magieleiste wird aufgefüllt. Dankeschön. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Mare. Direkt vor dir liegt Soras Reich. Die Soras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele von dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Und da muss ich echt sagen, das war gerade der übelste Lappensupport. Weil wir da nicht draufkommt, ich weiß auch nicht. Ups. Es wäre jetzt wieder ein bisschen spannender, weil hier wieder nicht mehr so viel weiß davor. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr von dem, von diesem Weg jetzt. Aber warum ist da ein Huhn? Weißt du was? Du kommst jetzt einfach mit. Komm. Ey, komm, jetzt mach doch keinen Stress, komm. Komm, ich möchte die nehmen. Ja, genau, den Stor nehme ich. Komm. So. Wait. Nein. Oh, jetzt geht das los. Das weiß ich tatsächlich schon noch. Hallo, Dude. War Wundererbsen gefällig. Sie gehen nicht... Was? Sie gehen nicht besonders gut? Soll man zum Verkaufen jetzt, oder was? Wie wäre es mit 10 Rubine das Stück? Jo. Oh Gott, die Wundererbse. Suche nach einer Stelle, um sie mit C einzupflanzen. Warte auf, was passiert. Ja. Es gibt eine Menge Orte, an denen man Wundererbsen pflanzen kann. Suche nach einem quadratischen Fleckchen Erde. Einem quadratischen? Was ist jetzt das da? Schaut nicht sehr quadratisch aus. Aber das Ding ist, da kann man ja die Käfer halt reinballern. Und anscheinend Erbsen pflanzen. Halt, mal kann man nicht. Oder keine Käfer rein? Hallo? Achso, sind es unterschiedliche oder was? Oder ist jetzt im Endeffekt so, dass man doch nicht überall die Käfer reinhauen kann? Kritisch.
Also die Wundererbsen müssen wir auf jeden Fall an so in die Stellen pflanzen. Also ihr werdet jetzt immer überprüfen Käfer und Erbsen. Genau. Deswegen pflanzen wir da schon mal die erste A. Cool. Und deswegen kaufe ich jetzt auch nochmal einen Haufen davon A. So viel wie geht. Sie sind noch nicht so beliebt. Wie wäre es mit 20 Rubine. Jetzt wird der teuer, ne? Ach, so ein Hund, Alter. Nachfrage und Preissteigerung. Okay. I see what you did there. Okay, das dauert jetzt anscheinend ein bisschen. ein paar Wundererbsen gefällig? Die werden langsam beliebter. 30 Rubine. Ja, toll, geil. Jetzt kaufe ich nochmal eine. Und dann kann ich es mir schon wieder nicht mehr leisten. Tatsächlich, das ist nur zum Elbpflanzen. Naja, okay. Aber ist ja im Prinzip jetzt egal, weil einfach ausprobieren und gut ist. Ein paar Wundererbsen gefällig? Sie gehen weg wie warme Semmeln. 40 Rubine das Stück. Ey, ich bin gespannt, wie teuer die noch werden. Und ich hoffe, dass die irgendwann ausgängen. Sprich, ich weiß dann genau, wie viele Orte es gibt, wo man die Ape pflanzen kann. Lol. Ich muss da echt mit dem Chick rüberspringen. Und Sprung. Ich glaube, so die Spielchen kämen jetzt aber da öfters. Pisser! Hast du nicht Octorok? Ah, stimmt, die kann nicht dodgen. Upsi. Alter, was gibt's da jetzt eigentlich zum Tor? Da ist schon mal ein Herzteil, das heißt, Goke, komm mit. Bin mir ziemlich sicher, dass das so gegangen ist. So. Da war nix, na. Zumindest können wir erinnern, dass man irgendwo mal so gesprungen ist. Sprung! Und das Hühnchen fallen lassen. Und dann kommen wir selber, zack, so rüber. Haha. Nice. Ey, es geht momentan richtig gut voran. Aber überrollen. Und da können wir vorstellen, dass da irgendwas ist. An der Stelle. Ich springe jetzt nur wieder runter und nehme den Goki mit. Ich weiß ja nicht, warum die Musik so dramatisch ist. Na komm. Jetzt chill die halt einmal. Es ist nicht ins Wasser, du Spaß. Alter. Das ist kein Grund, sie gleich zu killen, Mann. Sagte er und warf das Huhn in reißende Tiefen. Ja, du kurze Schwimmer, lol. What the fuck? Es ist weg. Aber halt richtig weg. Ich hab nicht gewusst, dass man da drin so chillig stehen kann. Ja, scheiße. Toll, jetzt habe ich es weggeschmissen und... Scheiße. Das wird die nicht. Wie können wir jetzt... Kommt man da rauf irgendwie? Oder ist das... Ah ja, tatsächlich. Aber ich hätte die hingebracht. Nein. Parkour! Ja, genau. Also ohne Hähne hast du halt keine Chance. Ist nur die Frage, was es jetzt bringt, dass ich da oben bin.
Okay, andere Hähne. Und Bomben werden braucht. Uhrzeit ist da hinten. Okay. Das wird jetzt nicht. Bumm. Ah, die kleinen Stunde kann man auch wegschießen. Das ist ja gut zu wissen. Echt jetzt? Der nächste Feenbrunnen. Oh Mann. Ja, auch gut zu wissen, dass der da ist, aber... ah. Ja, versteht's mich nicht falsch. Ist geil, ja, aber... jetzt halt nicht. Und da drüben ist auch was. Lol. Aber das ist ja schon freigelegt. Das habe ich nicht freigeschossen. Wenn da jetzt bloß Rubine drin sind. Obwohl, andererseits, ich hab gerade bloß 3 Rubine. Deswegen passt es auch, wenn ich krieg. Ja, 20. Kann man mitnehmen. Habe ich nichts dagegen. Wait. Irgendwas weiß ich doch von wegen... die kommen in die Luft, Jung. Oh. Ich hab mich schon gewundert, warum passiert nichts dabei? Okay. Und hat nichts gebracht. Ha. Oh, ich hab grad gemeint, die hauen jetzt so wieder runter ins Wasser. Aber da drüben kann ja dann auch eine Bombe ohne ballern. Nur die Frage, was es bringt. Vielleicht ist immer ein Item drunter, warum ist die Eule da hinten? Ist die Eule wieder da oder hat die nur meinen Raketenabschuss gesehen gerade? So, wo kann ich jetzt da sicher runter, ohne dass ich wieder im Trägwasser land? Das war aber scheiße risky, finde ich, weil die Steuerung echt nicht so präzise ist, ein bisschen Input-Lag und sobald ich wieder unten flackt, muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. So. Jetzt gehen wir einfach mal normal weiter. Okay. Ich wollte eigentlich gerade sagen, jetzt den killen wir jetzt mal, aber nutzt ja nichts eigentlich. Da unten ist das goldene Skulptur. Es ist ja geil, dass man die perfekt gerade sieht. Und ich habe gewusst, dass da irgendwo eine ist. Deswegen finde ich es auch sehr geil, dass wir jetzt gerade genau in der Nacht herkommen. Genau in diesem Spot. Da ist er. Ne! Mit der Hähne? Nein! Und ich Trottel hab die Hähne vorher wieder weggeschmissen. Ah, scheiße. Goldene Skulltula. Skulltula. Nicht zu verwechseln mit Abdullah. Okay, lass uns lieber. Oh. Nein! Du Scheißvieh. Okay, ich habe nur eine Chance. Parkour! Nein! Unter Wasser gibt es Frösche, die dich neugierig... Ach komm, da muss ich spielen mit denen. Nein! Okay, pass auf. Stimmt, da ist ein Frosch. Ich hab gemeint, das ist ein Octorok. Ja, wirklich. Oh, cool. Ja, und was kann man jetzt da spielen? Was soll ich denn spielen?
Mein Freund, du spielst Ocarina gut. Eine nette Melodie, wir sollten sie alle üben. Nimm dies hier als Lohn, wenn dir mal wieder eine feine Weise durch den Kopf schießt. Komm vorbei und spiel sie vor. Oh, dick Rubine, 50 Stück. Warum ist der fetter geworden jetzt? Spielt ihm was anderes vor? Also wird der vielleicht nur mehr fetter und platzt irgendwann? Keine Ahnung, kriegt er ein Herz? Ich weiß es ja nicht. Was kann man hier spielen? Ich muss 5 verschiedene Little spielen oder was? Ne, das ist nur fetter geworden. Mein Freund, du spielst Ocarina gut. Ja. Der labert jetzt genau das gleiche. Okay, ich spiele ihm jetzt mal alle Little, vor die ich hab. Aber wir haben ja bloß 4, glaube ich. Oh, nur mit der Kabine, wie geil ist das, Mann? Jetzt wird der fett, okay. Genau das gleiche, nur mit 50 Rubine, oder? Geil, Mann! Tatsächlich, es ist schon so. Ich brauche nur noch Oliert und dann kriege ich wahrscheinlich da ein Herz, vermute ich mal. Das haben wir jetzt gekonnt mit einem Jumpy Jump. Nur mehr Herzteil. Also Hike jetzt ab, ohne Scheiß. Also in der ganzen Aufnahmesession, Alter, da sammle ich Sachen, das ist der Wahnsinn. Ich find's geil. Jetzt redet er schon von wegen sicher bald ausverkauft. My Prediction ist, die gängen bis zum Preis von 100 Rubine rauf, glaube ich. Und danach sind es aus. Also mehrere Stellen zum Elgraum gibt es dann wahrscheinlich ja gar nicht da. Schauen wir mal, was er jetzt noch sagt. Die seltenen Wundererbsen. Ah, ja. Das könnte die letzte Chance sein. Spezialpreis 70. Ich glaube, das geht schon nur bis 100, glaube ich. Ich glaube, das geht nur bis 100. Aber ich habe jetzt kein Geld mehr. So, wir schauen uns mal den Wasserfall genauer an. Und wir wissen, wir müssen ja als Abgesandter der Königsfamilie in Erscheinung treten. Sonst können wir das Sora-Reich nicht betreten. Ja, und der Wasserfall verpisst sie. Nice. Oder macht zumindest eine Lücke frei, damit wir durch können. Soras Reich. Geil. Oh, ist dieser chillige Mucke, Mann. Soras Reich. Oh mein Gott. Alter. Hey Dude, und das ist sogar schon der erste Sora. Wer seid ihr? Wir sind die Soras, das stolze halianische Amphibiengeschlecht. So, ihr behauptet, ein Angehöriger von Hyrule königlicher Familie zu sein? Nun denn, was wollt ihr von uns? Ehrlich gesagt, glaube ich, muss ich zu eurem Boss gehen. Hey du. Und wer bist du? Wir haben Prinzessin Ruto immer noch nicht gefunden, obwohl wir sogar am Hylia-See suchten. Hylia-See, okay. So war ich noch nicht. Aber konnte noch werden. Cool, jetzt könnte du? Ja, tatsächlich. Warum habe ich vorher dann nicht durch den Wasserfall können? Okay, das sind Fackeln. Das ist ja interesting, weil... Lol, irgendwo rüberblasen sind. Können wir uns zu Soras auffahren? Wir Soras dienen dem mächtigen König Sora. No way, als ob du wirklich so warst. Aber okay. Zack. Hallo. Nein, ich möchte jetzt nicht da. Ich möchte mit dir reden. Habt ihr bereits Lord Yabu Yabu kennengelernt?
Nö. Oh, wie bedauerlich. Jeder, der unser Reich besucht, sollte wenigstens einmal um eine Audienz bei Lord Yabu Yabu ersuchen. Direkt hinter dem Thron des mächtigen Königs Sora befindet sich Soras Quelle. Dort lebt Lord Yabu Yabu. Fehlt euch aber König Soras Erlaubnis, könnt ihr die Quelle nicht betreten. Okay, ja, dann talken wir doch einfach mit dem Dude. Also ich finde es sehr interessant mit den Fackeln. Ich meine, wir sind ja in Soras Reich, das Wasserreich, so ungefähr. Die Wassernation, Wasserstamm, der nördliche. Aus Soras Quelle entspringt der Fluss. Die Quelle ist auch die Residenz von Lord Yabu Yabu. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Lord Yabu Yabu ist Schutzheiliger der Soras. Prinzessin Ruto sorgt täglich für seine Nahrung. Löblich, löblich. Das ist der Lawn, glaube ich. Ja, tatsächlich. Okay, Fischkaffer und das übliche Zeug und eine blaue Rüstung, die uns jetzt noch nichts bringt. Ich wollte eigentlich einen Fisch kaufen, aber er ist ein bisschen zu teuer. Da muss ich wohl einen der Fische fangen, die hier herumschwimmen. Genau. Stimmt, warte, hat der Fisch nicht 200 gekostet? Da war doch irgendwas, oder? Das ist jetzt schon scheiße da ja so. Da geht's wieder raus und da geht's wahrscheinlich zu König Sora. Gibt's jetzt da oben eine Fackel? Oder ein Feuer zumindest? Oder soll ich da vielleicht einmal Dings Feuer-Dings da hernehmen? Ich weiß nicht, wie das heißt. Und da hockt der, da ist echt ein Feuer. Was? So, jetzt erst mit dem Rehen? König Soras Thronsaal betritt die Plattform, um mit dem König zu sprechen. Na, was ich tue jetzt erstmal die Fackeln nur zünden, so schaut es nämlich aus. Ach so, gleich. Ein Sound ertönt sogar, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gemeint, dass das, zack. Gar nicht mehr so schwerwiegend ist. Die Fackel kriegen wir auch noch, zack. Aber da hinten ein Wasserfall käme man nicht hier. Da löscht uns doch die Fackel. Nein, nicht einmal. Was? Wie geil ist das denn? Okay, warte mal. Die Fackeln sind aber fehlt uns eine Fackel irgendwo? Oder hat das jetzt einfach keinen Sinn gegeben, was ich gemacht habe? Okay. Also die gängen wieder aus. Was, ich war wahrscheinlich bei der dort zu langsam. Also insgesamt war er vielleicht zu langsam. Kann ich mir zumindest vorstellen. Was war's? Ich probier's nochmal. Oder ne, was ich bleiben. Weil ich habe das Gefühl, du kannst vielleicht irgendwas nur freischalten, wo du nur eine Fackel erscheint und die muss man dann auch noch entzünden. Ich weiß natürlich nicht. Zur Not tue ich es halt, ja, irgendwann halt einfach noch hin. Aber da weiß ich, dass es noch was gegeben hat. Hello. Sogar was Wichtiges. Relativ. Tauchspiel, 20 Rubine. Macht ihr mit? Ja, Mann. Okay. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Sind alle eingesammelt? Kommt ihr her zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. 5. Start! Woohoo! Direkt 2 gesammelt. Oh, da muss ja mega genau sein. Gucken wir mal unter Wasser vielleicht ein bisschen rumstravenzeln oder so. Ja, guck mal, tatsächlich. Warum ist das vorher nicht gegangen? Aber das Geile ist, man sieht den Schatten unter Wasser. Lol. Gratuliere, ich habe was Tolles für euch. Holt es euch ab. Alter, die Kamera ist im Wasser. Das schaut scheiße aus.
Wie elegant ihr getaucht seid hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe der Soras. Hier kann man viel tiefer tauchen. Yes! Die silberne Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Das ist sehr, sehr geil. Das ist wirklich geil. Und da ist das Ausrüstungsdings. Ist schon geil. Jetzt haben wir so diese passiven Sachen da alle gekriegt, die da links sind. Oh, Silberschuppe. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also Tiervertaucher, damit können wir jetzt noch einige Gebiete erreichen, die wir vorher noch nicht erreicht haben. Gut. Dann da ist irgendwas mit dem Part. Keine Ahnung, wie lange dauert hat. Und ich weiß nicht, wie lange der davor dauert hat. Aber egal, wir haben viel geschafft. Deswegen, bis zum nächsten Mal.